Herzlich willkommen zurück bei Anno 1800. Das Abenteuer geht in unbekannte Gewässer, könnte man sagen, denn seit kurzem ist endlich die Passage verfügbar, sprich es geht in die Arktis. Was ich mir zwar frage ist, kann man das Ganze noch mit dem alten Spielstand kombinieren? Muss man irgendwie komplett was Neues anfangen und so, und vor allem wurden auch gewisse Bugs bereinigt, die man ja zu Teilen noch so gesehen hat. Ganz kurz gucken, die Passage, das tut doch sehr schön. Neue Inhalte zum Beispiel, was haben wir hier alles? Wir haben eine neue Region, eine neue Geschichte. Und bekannt wie Lady Jane Faithful, dem alten Nate, Alter. Luftschiff können wir auch bauen und es gibt gasbetriebenes Kraftwerk. Erleuchten Sie Ihre Metropole mit einem viel effizienteren gasbetriebenen Kraftwerk, das keine Schienenanbietung erfordert. Wie schön ist das, ey. Das klingt fast so schön, um wahr zu sein. So, das ist soweit dazu, ein Season Pass und so weiter und so fort, okay. Ja, jetzt die Frage, geht das jetzt so? Ich hoffe schon. Ja, bei denen ging das auch, da wird es hier auch gehen, würde mich sonst ein bisschen stark wundern. Wir sind mittlerweile schon irgendwie bei Part 131, kann das sein? Jo, das heißt, das hier ist eigentlich sogar... Oh, neue Farben. Das hier ist sogar schon Part 132. Ja, begonnen hat das ja alles noch mit der Kampagne ganz normal. Und dann dachte ich mir so, hey, das große Ziel der Kampagne. Quasi die Weltausstellung hatten wir noch nicht geschafft. Und ja, wenn man ja die DLCs, die es ja damals noch gab, so Cap Trelawney und so, dass man die dann noch integrieren konnte. Klar, warum nicht? Es hat ja auch ein bisschen Story dabei. Obwohl, seien wir ehrlich, die Story von Cap Trelawney, die war ja eher ein bisschen, oder Crown Falls, ja, sie war ja eher ein bisschen, naja, und Botanica, ja, schön, aber dafür ein DLC, ja, okay, gut, kann man machen, oh. Aber denk, euch geht's genauso wie mir, wir haben uns sicher viel mehr hier auf die Passage gefreut. Zurück in die Arktis. Da oben zurück, ja, gab es schon bei Anno 2205. Und ich bin gespannt, wie es jetzt hier vonstatten geht. Eben auch mit dem Bereinigen von gewissen Bugs noch, vor allem so mit Schiffssteuerung und so. Ich bin gespannt, was man alles gemacht hat. Hier mit dem Game Update Nummer 6, glaube ich, war. Und ja, natürlich, auch wenn jetzt halt hier vor allem die Passage spielen, ist natürlich... Oh, jetzt geht's los. Und die ist verfügbar, die Passage ist jetzt erhältlich. Möchten Sie ihn für Ihr aktuelles Spiel aktivieren? Hinweis, Entscheidung ist endgültig, wenn Sie an meine Erinnerung zurückkehren. Ja, ich weiß. Ja, wir haben ja eigentlich noch was anderes zu... Verheißungsvolle Karten liegen Toll. auf dem Tisch. Ja, nein, der kommt schon. Ja, super. Ich hatte eigentlich noch was anderes hier zu tun mit Tabak und Schokolade und so für die werten Herren in der alten Welt, aber ganz ehrlich, wir haben Dringenderes zu tun. Die Passage. Ja. So, und jetzt? Nicht viel passiert. Ja, ich weiß, der ist noch da. Ich muss ganz kurz noch die Weltkarte gucken. Okay. Weltkarte. Nur mal ganz kurz gucken. Okay, man sieht noch nicht sehr viel. Neue Gebäude freigeschaltet. Ja, super. Ich bin doch gar nicht hier oben, trotzdem neue Gebäude freigeschaltet. Jo, kann man machen. Ah, danke, Spiel. Der Krieg in Rapsburi. Endet, ja. Rapsburi Pi oder was? Unbekannte Expedition, Rettungseinsatz. Konkurrenten haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. Ja, Moment mal, wir waren hier. In der Altwelt waren wir gar nicht, stimmt. Neue Gebäude wurden freigeschaltet. Gucken wir doch erst mal, was. Gasförderstätte. Produktionszyklus Gas. Eine Schlagzeile beherrscht alles. Lady Jane Faithful ruft die Besten der Welt zusammen, um die Suche selbst in die Hand zu nehmen. 2 Jahre nachdem die Expedition von John Faithful auf der Suche nach der Nordwestpassage in der Arktis als verschollen erklärt wurde, verkündet die entschlossene Ehre des Kapitäns, sie werden nicht eher ruhen, bis sie gefüttert, gebadet und ins Bett gesteckt sind. Was? Mein Name ist Lady Jane Faithful und mein Gatte Sir John ist mit seiner Expedition in der Arktis verschollen.
2 Jahre lang hat die Admiralität nahezu nichts zu seiner Rettung unternommen. Aber zum Glück habe ich das. Ich habe Männer und Ressourcen versammelt, um das Eis zu besiegen. Und ich biete ihnen eine stattliche Belohnung, wenn sie ihn nach Hause bringen. Klingt nicht schlecht. Tag, ich komm mit. Lady Faithful hat mich eingestellt, um praktische Tipps zu geben. Es wird saukalt da oben. Danke. Ein letzter Blick. Okay, es ruckelt ein wenig. Warum? Ich habe da Pläne für neue Expeditionen ausbaldowert. CPU bei mir, sonst auch GPU, also sprich Grafik ist alles in Ordnung. Ich glaube, das Spiel hinkt ein bisschen hinterher. Ich danke Ihnen für das Vertrauen, Direktor. So. Helfen Sie Lady Faithful, ihren Mann in der Arktis zu finden. Rationen, Jagdglück, Kampfkraft, Navigation. Mögliche Belohnungen, die neue Region. Gar nicht mal so schlecht eigentlich. Okay. Ich könnte erstmal so ein riesiges Schlachtschiff nehmen. Klapperlang zum Beispiel. Süßwassermatrosen wissen, dass ihre Flüsse nur die Tentakel des allmächtigen Meeresgottes sind. Ja, die Moral ist bei dem nicht gerade so hoch. Gefechtskunde. Ist eigentlich mittlerweile gleich wie Kampfkraft, glaube ich nicht, wahr? Eigentlich schade. Navigation haben wir auch ein bisschen, ja. Mörser und der Maat. Aber ist halt das, ja, ich glaube, da kann man länglos. Niemals seekrank. Also, okay. Kampfkraft, willst du mich verarschen? Ernsthaft, wir haben keine Kampfkraft? Hm? Warum ist es... Als Hafenmeister-Item, okay. Und dann muss hier oben sein, es geht nicht hier unten. Ja gut. Wobei... Wieso gibt der eigentlich keine Kampfkraft? Hä? Gefechtskunde Navigation ein bisschen höher. Ja gut, aber vielleicht ist der dann ein bisschen besser. Kann ich trotzdem noch dazu packen. Rediger, aber keinen Schaden. So, jetzt haben wir aber echt ein flottes Schiff drin. Ration wäre noch etwas, wa? Mal gucken. Ich habe keine Fisch in Deepwater? What the hell? Achso, ja, gibt's ihn. Oh, nein. Moment, ja, gibt es hier natürlich keinen. Entschuldigung, das produziere ich woanders. Machen wir hier Rationen. Soll ich vielleicht noch ein bisschen Wurst mitnehmen? Ja, komm. Wir sind nicht geizig. Klapperlang, leg los! Oh mein Gott, 10 Jahre später. Die Bilanz ist ein bisschen hoch. Also hoch im Minus. Kaffee ist nichts Neues, also habe ich ihn ja blockiert, ja. Ja, ist ein bisschen runtergegangen, wa? Warte mal. Dann Kaffee ist klar, da habe ich ja irgendwie noch zumindest versucht darum zu bemühen. Ich gar nicht, dass ich relativ viel habe. Das Beste ist. Und das hier ist es nicht. Ein Valley Soli. Geht noch weiter runter, Alter. Ja, die Zeitung. Was soll er mit den Zeitungen machen, wa? Mehr investieren, das wäre eine Option. So, der ist unterwegs. Dieses Umfeld ist derivativ. Dein Zucken ist auch derivativ. So, ja, mit dem Kaffee ist ein Problem, ich weiß. Ich weiß. Warte mal, wobei ich ja gerade dabei war. Gasbetriebene Ding, okay, warte mal. Funktionszyklus bräuchte ich Gas. Vorbedingung wäre eine Techniker, um Gas herzustellen, okay. Damit natürlich schon mal ein Problem, weil ich habe keine Techniker. Diese Stufe gibt es ja nicht.
Aber gasbetriebenes Kraftwerk, das würde gehen. Sieht auch ein bisschen anders aus. Könnte ich also theoretisch die Waren dann von der Arktis hier runter schaffen? Mir gar nicht mal so schlecht. Warte mal. Muss ich dabei sehen. Nicht Diplomatie, Quatsch. Routen. Oh, schick, sieht ein bisschen anders aus wieder. Schon wieder. Jetzt mal neue Farben hier. Ölroute. Ne, warte mal ganz kurz, eine Handelsroute. Ja, nehmen wir mal irgendwie ein Schiff, spielt keine Rolle, wen. Mal ganz kurz hier gucken. Ja, doch, guck mal an. Aber ich glaube, die kann ich jetzt überall hinschicken, wa? Aber das täuscht, glaube ich. Nee, was ich gerade nachgucken wollte, ist ja so, wenn ich zum Beispiel jetzt hier von der alten Welt nach Capsuloni irgendwie etwas ordnen möchte, dann geht der, also geht er eigentlich hier raus, hier unten. Also quasi südöstlich. Und in Neue Welt, dann wäre es südwestlich. Also schon ein paar Probleme, das würde sich mit den Wegen und so und das ist die falsche Insel anvisiert, etc. etc. Wir haben uns gerade gefragt, in der Arktis müssen eigentlich nach oben gehen. Sprich, so durch. Wäre eigentlich ganz cool. Nur so, by the way. Okay, wir warten ja sowieso jetzt ein bisschen drauf, bis der da soweit ist. Ich könnte derweilen mal noch für was anderes sorgen, was ich schon lange mal geplant hatte und trotzdem nie gemacht habe. Frachtschiff steht bereit. Ja, genau, um die geht's. Jetzt Schiffe sind mit nur 3-mal Kaffee dabei? WTF? Ich habe extrem wenig da. Lecco mio. Also sprich unten vor allem, war unten. Ja gut, damit war zuweilen nicht zu... Ich habe jetzt tatsächlich... Moment. Ich habe ausgerechnet die Ware aktiviert, die ich hier gar nicht habe. Also sprich, die ich dann gar nicht produziere. Was gibt das für einen Sinn? Was habe ich da gemacht? Schokolade, das wäre eigentlich logisch gewesen, aber jetzt Zigarren anzuschmeißen und da gar keine hier hochschicken. Das ist eher ein bisschen doof. Das war auch so ein Thema, war. Den Ruhm eigentlich tatsächlich endgültig mal kicken soll, weil klar, Mein Leben ist halb gelebt. sie brauchen Ruhm und sie brauchen den Ruhm. Aber sie nicht, und um die Stufe geht es mir momentan ein bisschen. Ja, der Kaffee kommt wieder, schön. Kann ich wieder blockieren. So, what? Was ist los? Kommen Sie mir nicht mit Zweifeln. Es gibt zu viele davon. Aha, er hat zwar was gesagt, aber es ist einfach, das Schiff ist losgefahren. Schön. So, was ich mir ursprünglich mal überlegt hatte, oder eigentlich schon länger überlegt hatte, aber auch nie gemacht habe, dass man quasi auch hier unten, eigentlich gerade ein Öldepot, aber einen Ölhafen machen würde. Hä? Ist doch freie Küste. ETF. Sehr gut. Lass es ja momentan da. Genau, das war das. Und meine brauchen noch. Habe ich überhaupt? Ich hatte doch irgendwo. Ah, hier oben. Genau, ein großes Konto hätten wir da. Das wäre soweit auch ganz gut. Ich brauche eine normale Anlegestelle. Eine kleine Atempause, um über alles in Ruhe nachzudenken. Nö. Sie zaubern das einfach so aus dem Hut? Ja. So, warte mal. Nee, doch da Anlegestelle war schon richtig. Hä? Ach, schon wieder der Quatsch.
Okay, merkst schon, die Küste unten ist ziemlich doof. Gut. Es geht eigentlich mehr darum, dass ich Waren halt aus der neuen Welt hierher bringe. Zuerst sprich zuerst zu der Insel bringe, quasi hier zack, 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 alles hier hin. Und dann mit den Schiffen hier drin eigentlich weiter verteile. Weil ja, es halt dauert doch lange, bis die hier ausgeladen haben und so. Das eigentlich, hoffe ich mir, noch ein bisschen optimieren. Wäre eigentlich so die Wunschvorstellung gewesen. Ja, dann kann ich nicht alles haben, nicht wahr? Ja, haben wir eigentlich schon gemacht. Stimmt, warte mal, mit ihm war ja auch noch was, aber natürlich nicht in der Welt, sondern ein Captulani. Oh, die Quest steht ja auch noch an. Die habe ich ja komplett vergessen. Beeil dich besser, sonst setzt das hier. Naja, vielleicht schaffe ich es noch. Mal gucken. Mal gucken, gucken, gucken. Ja, gerade. Bald ist schon der erste Part vorbei. Also der erste Part jetzt mit die Passage. Aber wir haben noch nicht viel von der Passage gesehen. Das ist irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht. Crazy? Okay, ich glaube, das wird nichts mehr. Der ist zwar langsam, ja, der ist zwar relativ flott, aber weniger als 2,5 Minuten. Neue Befehle? Oh, aber doch schon. Das ging flott. Wo ist er? Da. Jo, dann könnten wir es vielleicht auch noch schaffen. Habe ich, glaube irgendwo hier was gesehen? Ja, da ist klar, da fehlt was. Das Gewohl ist, da was fehlt. Ich brauche Hilfe bei einigen kleinen Problemen. Jeden Tag eine gute Tat? Okay. Die Wildtiere. Wie wäre es, wenn mir was auf der Karte anzeigt? Also. Man sieht doch sehr viel, wenn es Nacht ist. Hast du alle losen Enden verbunden? Du bist schneller als der elektrische Telegraph. Oh, geht. So schnell war es gar nicht. Sag mal, wie lange dauert diese Ding noch? Expedition. All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Es ist kein Regen, solange dein Kopf nicht davon blutet. Was? Rettung sein? Wir wurden informiert. Hä? Okay. Warum? Oh, schick mal Rocky los. Böses Erwachen in Sicht. Schiff unter Beschuss. Ich traue dem Ganzen nicht. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Schiff unter Beschuss. Ja, das habe ich so mitbekommen. Druck im Kessel. Ich habe es zur Kenntnis genommen und schon so wieder weg. Sag mal, da mit den... Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Oh Gott, es geht mal los. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Was du nicht sagst, ist mir gar nicht aufgefallen. Wieder mal der Ruhm, war.
Ja, ich muss mit dem verkackten nochmal aufhören, da bringt das. Beziehungsweise vielleicht auch später vertagen und damit dann. Unter Beschuss. Ach nö. Es ist alles so toll. Da ist ihm noch alles mehr oder weniger am Grünen. Die Kackwelke, was ist denn jetzt hier mit der Expedition los? Der Teufel fordert seinen Tribut. Na endlich. Die Pistolen. Was? Ivo Civik. Es ist Spätsommer, als Expedition die Chilling-Meerenge erreicht. Doch sind die Bedingungen in diesen eisigen Gewässern schon jetzt eine Herausforderung. Der Wind muss nur auffrischen, dann schlagen die Männer schon ihre Krägen hoch und flüchten unter Deck. Das macht wenig Hoffnung und dass Sir John Faithfuls Männer 3 Winter an diesem Ort überlebt haben können. Hinter der Chilling-Meerenge gabelt sich der Seeweg. Im Westen liegt eine Kette aus kleinen Inseln, die durch teilweise geschmolzenes Eis voneinander getrennt sind. Im Süden liegt eine lange, dunkle, schneebedeckte Landzunge, die durch Dunst verschleiert wird. Aha. Nur ihre Wahl zählt. Das Einfluss auf die Story? Hm. Ich will in den Westen kommen. Der erste heftige Schneesturm, gerade als die Küste von Baffling Island in sich kommt, frischt der Wind plötzlich auf und eine dunkle Wolkenfront verdüstert den Himmel. Alle suchen Schutz unter Deck, als auch schon Hagelkörner so hart wie Fels das Schiff mit solcher Wucht treffen, dass sie erheblichen Schaden anrichten. Wir haben die Kontrolle über das Schiff verloren, schreit der Steuermann. Doch nur ein Held würde sich in den Sturm hinauswagen. Und Deck bleiben und beten. Lieber Gott, hilf mir. Glaube plus 5%. Die Schiffsschrauben vor dem Eis bewahren. Wir kämpfen. Ja, super. Tragischer jugendlicher Leichtsinn. Ihre Seemänner stürzen eine Flasche starken Rum herunter. Den brauche ich jetzt auch. Bevor sie sich nach draußen wagen. Vielleicht in dem Glauben. Ihr Machismo, wenn es sie warm halten. Ihr was? Torkelnd, rülpsend und lachend machen sie die Schotten gegen das Schneegestöber dicht. Der Spaß geht weiter, bis einer der Matrosen ausrutscht, das Gleichgewicht verliert und sein Kopf in einem dumpfen Geräusch auf den Stahlrand des Schornsteins aufschlägt. Er ist sofort tot. Freunde. Eine Schweigesekunde. Okay, weiter geht's. Die Verlust der Abstand umkehren. Ja, wir haben einen Mann verloren. Ist halt Pech gehabt. So. Macht weiter, ihr Landratten. Oh Mann. Ja, macht momentan nicht so einen guten Job, wa? Wie es aussieht. Gelöscht. Danke. Weil es mir jetzt eben doch die Frage stellt, das mit dem Ruhm. Spielstand gespeichert. Ja, danke schön. Und dann haben wir es geschafft in dieser Folge. Wir machen leider echt nicht sehr viel Kaffee hier. Zumindest nicht mehr. Wir haben aber, wir wissen, den Kaffee brauchen wir unbedingt. Geplant ist, dass ich später hier auch noch Kaffee erstellen und nach oben befördere. Okay, soweit alles klar. Ansonsten echt nur die Insel hier, die Kaffee produziert. Gut. Ja, ich glaube, wir müssen uns dann doch mal irgendwie sagen, okay, shit happens, das müssen wir irgendwie unterbrechen. Neffe, mach dir deine protzigen Schuhe nicht dreckig. Nö. Protzigen Schuhe. Wie unhöflich. Also, hier haben wir 2 Kaffeeplantagen, hier nur eine. Quatsch. Da ist der Ruhm. Genau, für die Fässer haben wir noch Holz. Hier haben wir das gleiche Prozedere. Wir haben keinen Platz. Mhm. Ja, Freunde, ich denke, es wird Zeit. Wer eines Tages an diese Küste zurückkehren. Es schmerzt mein Herz.
Es gibt nie wieder Die Ruhm. Feierlichkeiten sind beendet. Und alles wieder im Minus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aktivität ihrer Stadt Ja, falls euch gerade fragt, wie lange die Folge dauert. Ja, es ist geplant, ein bisschen länger zu machen, dass wir mal irgendwas von da oben sehen. Irgendwas Interessantes. Ich glaube, das kann noch ein bisschen dauern, wa? Aber warte mal. Nee, da ist der Kaffee. Da ist der Kaffee, das stimmt. Das ist soweit korrekt. Das ihn ja noch abreißen. Da ist ja eh so mit dem Zyklus und allem. So, aber jetzt so weniger Arbeitskräfte hier. Und ich sage mal bloß da mit dem Ruhm. Das war aus gutem Grund, weil. Schiff unter Beschuss. Scheibenkleister. Einen Ja. Versuch war's wert. Ja, ich brauche da natürlich ein bisschen mehr. Das heißt nicht ein bisschen, wir brauchen ziemlich viel mehr. Und zwar mehr Einwohner. Sapperlot ist natürlich. Ja, die sind natürlich hier alle weg, beziehungsweise alle anders verbraucht. Scheiße. Es gibt nicht viel. Der Kaffee fordert seinen Tribut. Gut, ich meine, ich kann natürlich noch ein paar aufstocken, ne? So ist er nicht. Unaussprechliche Schrecken erwarten uns. Nicht gut? Bitte, leuchten Sie uns den Weg. So, ruft der Ausguck. Dunkle Umrisse auf den Berg kommen! Eine Gruppe erklimmt den eisigen Steilhang. Oben angekommen finden sie eine Gruppe von 3 Treibholzbrettern, die in 3 Manns große Schneehügel gesteckt sind. Im Sonnenlicht ist zu erkennen, dass etwas in das Holz geritzt ist. In Gedenken an Joseph Brain, der am Neujahrsmorgen 1846 an Bord der HM Styx sein Leben ließ. In den anderen beiden Schneehaufen liegen John Gore und Francis Saley. Ihre Männer erschauen mit dem Gedanken, ihre Ruhestätte zu stören. Einfach mal trotzdem öffnen, ne? Macht ja nichts. Das Gelände in der Nähe der Gräber absuchen. Ich bin da zwar nicht so gläubig und so, aber ganz ehrlich, das wäre irgendwie ein bisschen schräg. Deswegen, ja komm. Bathing Island, oh mein Gott. 100 Meter von den Gräbern entfernt finden die Männer die Spuren eines verlassenen Lagers, in dem die verschwundene Expedition den Winter verbracht hat. Sie hat einen Haufen aus Stein errichtet, in dem sie ein Blechrohr mit einem zusammengerollten Brief darin hinterlassen hat. Sie haben einen Stand ihrer Fortschritte hinterlassen, sagt der Kapitän. Lady Faithful erkennt sofort die Handschrift ihres Mannes. Es 28. Mai 1847, die Schiffe Styx und Hardesheim bei Koordinaten 70,5 Nord, 98,23 West im Eis überwintert. Wir haben den Winter 1846 bis 1840 auf Bathing Island von den Koordinaten verbracht. Okay, nach den Wellenkanal bis 27 Grad gesegelt über die Webseite zurückgedreht sind. Bis erzählen wir den Verlust von 3 Männern, die an Krankheit gestorben sind. Brain, Gore und Saley. Gott habe sie selig. Morgen brechen in Richtung Terrier Island auf. Der Plan ist, die Passage bis hier zu erreichen. Sie kann nicht mehr weiter. Hey Captain, runter mit einer Mütze. Bisschen Weg. Sie wollen ja eigentlich. Ja, Ich gehe mal hier entlang, komm. Das Schiff ist unterwegs zur Ostküste von Terrier Island. Die Mannschaft hofft, Sir John und seine Männer bald zu finden und betet, dass sie auf keine weiteren Hindernisse treffen werden. Wir beten. Captain, mein Captain! Hier Rationen und weiter geht's. Das war übel. Nee, eigentlich gar nicht, aber egal. So, liebe Freunde, wird langsam Zeit, die Folge zu beenden. Ich gucke nochmal ganz kurz, wie es da aussieht. Ist doch so irgendwie, wa? 2 Kaffeeröstereien. Für eine Kaffeeblatt. Nee, Moment. Eins, 2, habe ich gerade vorhin verzählt. 3.
1, 2, das sind ja die beiden. Hier geht irgendwas nicht ganz auf. Ich würde sagen, man sieht's, oder? Ich habe viel zu viele Kaffeebohnen. Ich könnte hier eigentlich nochmal einen hinsetzen. Machen wir einen Blaupausenmodus. So. Der wäre mal für die da. Dann haben wir hier nochmal einen. Wenn ich mir irgendwie so sage, hey. Oh nee. Nee, das haben wir jetzt nicht gesagt. Hey, Schiff unter Beschuss. Das habt ihr doch gerade eingebildet. Nee. Kaffeeplantage, machen wir hier nochmal eine. Ich doof, wenn das so mache, aber. Ja, ist gut. Der ist eh schon weg. Da kein Bock mehr. Verständlicherweise. Zacke Bums. Zacke Dings. So. Hätten wir eigentlich das, dann hätten wir eigentlich hier nochmal Platz, eine weitere. Ja, ich weiß, ist natürlich mit den Arbeiten hier ein ziemlich großes Problem. Ich meine, ich kriege da die Kaffeeplantagen so wirklich problemlos hin. Problemlos, gar kein Thema. Alles andere, das ist ein Thema. Cool, vor allem direkt neben der Ölquelle. Von mir aus freigegeben. Von mir aus eher weniger. Wenn wir mal ganz kurz gucken, das sind ja die ich echt problemlos machen kann. Pünktlich auf die Minute. Keine So, Änderung. gucken wir später nochmal an. Wirklich? Genauer an. Moment, 1, 2, 3, 4. Wir haben alle gemacht. Wir haben noch 22 journaliere Arbeitskräfte. Sehr gut. Wir waren hier bei 150 pro Gebäude. Und das ist ein fucking Problem. Das heißt, ich brauche 450 von denen. Hab hier für die aber nicht so viele Rohstoffe. Weil ich habe natürlich in Tortillas verboten. Weil man dachte, hey, wozu braucht ihr Tortillas? Die da unten brauchen Tortillas, als sie mehr sind. Das war eine Glanzidee. Weil es wird mir 4 Obreros zusätzlich geben. Steckt ein Funken Menschlichkeit. Den Kaffee selbst trinken sie ja noch weg, hey. Metropolen der alten Welt besuchen. Das wäre was. Verständlicherweise. Schiff unter Beschuss. Mit den Tortillas. Ja, da mache ich aber auch 100 von denen, wa? Das ist immer Minus, aus welchem Grund auch immer. Weil ich es da blockiert habe. Ja, gibt Sinn. Macht gerade Sinn. So, das ist er weg. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das war doch ein seltsamer Einstieg, ich sag's mal so, in diese neue Ausgabe von Anno 1800. Dann hoffen wir mal, dass in der nächsten Folge hoffentlich irgendwie munter, locker, flockig weitergeht. Natürlich auch hier mit den gewissen Rohstoffen noch. Ach der Scheiße, das wäre sowieso noch lustig. Und ja, dass wir irgendwie halt mit der Passage vorwärts kommen. Klar, und dann sieht man noch nicht viel, weil wir noch nicht viel drum gemacht haben. Wir sind noch im Expedition leiten und so. Wir haben sogar 2 mittlerweile, einen Rettungseinsatz. Quasi im Sinne von Rettungstruppe, auf geht's. Alle stehen bereit. Und da geht's schon weiter. In der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye.